Ja, das ist genug, aber dem du Mikro. Ja. Den halten wir gut. Okay, das ist abgerät. Live Komorolien nach Komorolien. Ich probiere mich für die Karte zu setzen, wo ein menschliches Resümee von der Regierung ihrer Klimapolitik. Lützeburg ist also ein Reiskehr, den aber grandios, als wenn am Covid-Jahr die selber gesagte Klimaziele erreicht, wird er froh darüber ist, obwohl man schwarz und weiß haben, dass die tote Klimaziele nicht durchgehen für eine Klimaerwärmung von mindestens 1,5 Grad zu bleiben. Wenn diese Stadt so auf der Zunge zur Ruhe lässt, dann muss ich vielleicht mal hören, dass mich da ganz groß ist. Und das auch vis-à-vis von der Aufgehobenheit und Arroganz von Flora und Krieg, wo Vertrauen und Politik immer mehr öffnen. Dann sieht man der Monte von rechtsextremen Tendenzen nach immer nicht kapiert, das Vertrauen von den Leuten der Brennesatz von einer Demokratie, dann auch sie selber, die Skepsis geniert und die Zeit der Pandemie, viel zu viele Leute unverifizierte Sourcen im Internet ausliefert und als während der ganzen Krise und noch am Weg steht, für dort rauszukommen. Wir brauchen weiter mehr Impfungen und es gilt, sanitäre Mesuren auch immer sinnvoll anzusetzen, für die Vulnerables in unserer Gesellschaft zu schützen. Zentner Mittwoch rumert dann noch wissenschaftlich konfirmiert, dass mit denen, was die niedrigen Läden sind, die nicht stark vom Coronavirus getroffen sind, aber wahrscheinlich noch immer sind, während der ganzen Krise haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass schlechte Wohnkonditionen und schlechte Arbeitsbedingungen die Leute, die schon Schwierigkeiten haben, für ihre Träume zu kommen, mehr ein großes Risiko aussetzt an dieser Pandemie. Konkret legt die Stadt zum Beispiel darüber aus, dass bei den 20% mit niedrigsten Löhnen die Hospitalisationen doppelt so hoch waren wie bei den 20% mit den höchsten Löhnen. Und die Leute schaffen zum großen Teil, gerade an den Berufen, die an dieser Krise als essentiell angesehen und sich erwiesen haben. Sie brauchen nur für nicht so merci. Es geht nicht nur, ihnen zu klappen. Wir brauchen strukturelle Verbesserung von ihren Arbeitskonditionen und dafür steht die Linke an. Die Regierung holt die Leute aber allzu oft am Rehenstuhl los. Am Nettoyage, einen von den betroffenen Berufen laut UNILO, gibt es noch immer just einen unqualifizierten Mindestlohn und Bordpersonal ausbezahlt, wo majoritär Frauen arbeiten. Dafür müssen sie aber immer mehr kurzer Zeit nutzen, unter dem Druck von den pur großen Firmen und die auch viel öffentliche Services von Staat und von Gemengen hier in Nettoyage noch immer outsourcen. Dank der Link, unserer Fraktion, wird die Praktik lo an der Chambre in Ende. An den Trend müssen wir auch auf mehr Platz gedrängt kriegen. Und die Regierung steht an der Pflicht, dafür zu sorgen, dass auch am Nettoyage Berufserfahrung umgerechnet wird, für den qualifizierten Mindestlohn ausbezahlt zu kriegen. Andere Berufe, die verstärkt an der Krise zu leiden hatten, waren am Allgemeinen an der Santé und am spezifischen Infirmieren und Infirmieren. Aber trotz dem Konsens von Constant, dass es mehr qualifiziertes Personal braucht und dass man das Personal auch so lange wie möglich am Beruf haben, hat die Regierung gelernt, die Leute aus dem Beruf nicht mehr ein halbes Jahr dezidiert. Es soll zwar nur endlich im Bachelor angefangen gehen, aber den aktuellen Ausbildungsweg für ein Firmenjahr soll auch parallel bestehen bleiben.
Minister Meich, Dialog und Unerkennung seid angestellt. Das sind ein paar Beispiele, wie in der erwähnten Vertrauen in Politik versteht. Zurückgewandt kann in der auch nicht bei Druck an moralischen Lektionen bei den Impfungen. Wie das im Moment probiert wird. Nee, Vertrauen gewinnt in einer Politik durch Transparenz, durch offenen Dialog und durch eine Informationspolitik, die auch diesen zwei Prämissen gerecht wird. Die Informationskampagnen und Privatunternehmen als der Finanzplatz outzusourcen, wird sich nicht nur als wenig effizient erwiesen, war auch noch eine verpasste Chance für als Gesellschaft für mehr Resilienz zu geben im Fall von so einer Krise. Dafür hätte nämlich viel mehr partnerschaftliche Arbeit von den Kommunitäten und Assoziationen und Terrain gebraucht, und da man auch eine aktiv Zusammenarbeit an Arbeit von den Gemeinden. Wenn ich den Umgang mit der Covid-Krise extrapoliere auf den Umgang, den ich erwarte mit der Klimakrise, dann kuschelt mir. Weil Klimaerwärmung ist ja eine Evidenz. Die kriegen wir nicht evitiert. Es ist just noch froh, wie viel mehr Heizstürze wie 1,5 Grad. Und da man wie viele Kipppunkte überschreiten werden. Wenn Zuhörer und Kommen die Heich gibt, dann auch Konsequenzen, was tun soll von den Dömischen, die Heich gibt. Das muss uns bewusst sein, bei allen Decisionen, die wir aber nur holen, an alle Zuhörer, die Firmen kommen, die Heich gibt, als eine regelrechte Katastrophe. Darum sind die Vulnerablen an die Ärmsten, die am meisten darunter leiden werden. Mit 4 liberalen Parteien, die par rapport zu dieser Evidenz sich kaum unterscheiden. Zum Beispiel werden alle Leute darauf festhalten, für den Exzess vom Ressourcenverbrauch höchstens mit Heisch zu besteuern oder mit Steuern zu machen, am Platz zu erbannen, dass Energie unnötig verpulvert wird. Oder wie nur an der Covid-Krise werden sie darauf festhalten, dass Patente, egal welche Krise ist und egal welche Remedien für die Adaptation oder den Klimaschutz man hätte, wird trotzdem darauf festgehalten werden, für Patente zu schützen, nicht freizugeben und nicht zu beschleunigen, dass Hilfe Lösungen für den Klimaschutz und die Adaptation und Klimachangement schnell und terra umkommen. Für allem aber werden wir als Gesellschaft nicht resilient genug sein, für das, was wir tun können, wenn wir nicht anfangen, das Operating System, auf dem als Gesellschaft lebt, neu zu entwickeln. Der Kapitalismus, das noch mehr verstärkt unter der Edition Neoliberalismus, hat uns zu immer mehr individualisierte Wesen gemacht, für die Wohlstand oft bedeutet, können immer mehr materielle Konsum nutzen wollen. Auch Freiheit bedeutet, just für sich zu gucken, ohne die Responsabilität für sich, die anderen am Feld zu assumieren. Das gesehen wir an einer anderen Woche an der Covid-Krise, von echt gut situierte Leute sich individuell entschieden, hier das Immunsystem mit Mantrasachen und Vitaminpillen zu stärken. Am Platz sich impfen zu lassen, ohne zu bedenken, dass den an der Fabrik bei wenig Tagesflug, aber viel Kameli und Dreck schafft und an einer kleinen Wohnung ohne Gott mit seiner Kammer wohnt, sein Immunsystem nicht am selben Stoß kann stärken. Hinholt man da nicht dieselbe Chance, den Virus, den dann nach immer zirkuliert, ohne Schwierigkeiten, weiter Schwierigkeiten zu überstehen. Beim Klimawandel stellen sich ähnlich Fragen am Equilibrium zwischen der individuellen Freiheit und der Responsabilität der Räder stationiert. Die einen können sich leisten, für einen elektronischen Such als ihrem Passivhaus, als einer Sikte am Speckgürtel von der Sterne und Dame zu führen.
Dummer da fällt die Person aber immer als große verbraucht noch immer Energie und stellt sich auch vor, welche Energie den nur welche Strom produziert wird, als die nicht viel mehr CO2-frei. Obwohl ein gratis öffentlichen Transport gut angeschlossen ist an denen Deler vom Land. An anderen, die müssen all Tag Kilometer nach Kilometer abzuschulden für banale Dieselauto, für Freireisen oder irgendwo an der Grenze, mit ohne öffentlichen Transportanschluss, ob da zu fahren, an an einem Haus von der Energieklasse G, mit Sitzen. Der Abenteuer Land wird dann noch weiter zugeholt. Und das bleibt nicht just Corona. Nein, das ist ein Trend, das wird das System heute in Lützburg seit 10 Jahren. Aber wir sehen für 2019 auch nur soziale Transfers und ein Armutsrisiko von 17,5% heute steht geklommen. Mehr Armutsrisiko als nach Schäden geschwärzt. An einer Gesellschaft, wo die ganze Revenuen immer mehr fortlaufen und die niedrigen Revenuen immer mehr stagnieren und parallel Frühlingspreise explodieren, muss ich auch Kampagnen umnennen auf regelrechter Armut schwätzen und dass immer mehr Leute zu Leuten tun und für alle Monoparental-Familien. Demgegenüber, durch über 15 Jahre Retard, stellt Familienminister Rivelo auch darauf vor, ob Kammergeld dann wirklich bei der nächsten Indextranche angepasst wird oder strikt sich um die Steuerstärkung vom 1. Januar 2022 gehabt wird. Für die Link darf die Regierung nicht lang zicken. Das nächste Indextranche, an all den Indextranchen, die 2006 fertig gesehen, muss so schnell wie möglich retroaktiv ausbezahlt gehen. Gerade nun, wo viele Einbußen die ganz viele Leute an der Pandemie gemacht haben. Beide Faktoren, Armut langfristig, Corona kurzfristig, wirken sich dann auch auf die mentale Gesundheit der Menschen aus. Zwei von vielen Einflüssen, die ja länger immer mehr atomisierter, als schnelllerischer Gesellschaft immer mehr Leute den Boden an der Face recht sind. Das regelrecht in Hohen, dass nach immer keine Psychotherapie promoziert wird von der Gesundheitskrise, und dass eben wann in der Pelle vorgewiesen ist, wenn es mangelt Psychiatren und allgemein genug passende Therapieplätze warten muss oder wann er dann an der Urgenz abgeholt ist und nach gedrängt wird, schnell rauszugehen. Wenn dann trotz dessen Zulässt anzogen lange Städten an der Krise von Covid überwunden bis zum Klima, Defenseminister fuhren für die einer SAP analog die Kränke nicht besseres zu dienen für die größte militärische Aufrüstung, die das Land je gekannt wird, weiterzubringen. Ja, dann lebt Kameraden und Kameradinnen Gott mit Roserei immer nicht. Ganze 430 Millionen, also 0,65% vom PIB, wurde Lützburg 2020 am Kriegsgeschehen gestartet. Und das soll bis 2023 auf 0,73%, also voraussetzend vom PIB, also voraussichtlich 1,5 Milliarden weiter wurzeln. Seit 2020 leidet das Militärbudget schon über das Budget für Entwicklungshilfe. Allein seit dem Ausbruch der Covid-Krise und das Blumraum Majorität für ein Milliardenprojekt gestimmt. Und es steht nur nach 300 Millionen für neue andere auf der Seite. Das Ganze ist aber nicht mehr gut. Für die NATO können alle Jahre eine Erhöhung vom Budget heranzugehen und die gute Schüler zu markieren. Nein, Lützburg soll sich dann noch mehr und mehr darunter beteiligen, für offensiv für die Interessen von europäischen Konzernen außerhalb von Europa zu kämpfen. Nur Mali sollen als Leute, Orlur, der Mosambik, an den Irak, und auch wenn es an Mosambik klar darum geht, für
Gas für Koppel aufzubauen, und um das Projekt von Total Energie aufzurichten, gibt uns der ganze so verkauft, wie wenn es einen Wert wie Menschenrechte gibt. Spätestens seit dem Fiasko mit Afghanistan müsste aber klar sein, dass sie Werte weder mit Waffen exportiert, noch vorbeigehoben. Und das ist schon gut nicht, weil kein Plan gibt, für die Ungerechtigkeiten abzuheben. Für die Linke ist das Aufrichtungspolitik kontraproduktiv. Dafür sollen das Geld viel mehr an effizienten Klimaschutz und Entwicklungshilfe investiert werden. Liebe Kameradinnen und Kameraden, ich weiß, wir machen schon lange auf das lange Lösch von Ungerechtigkeiten aufmerksam. Das ist nicht neu, was wir so. Aber wenn es so evident ist, wie an der aktuellen Zeit, dass die Politik als Jugend nicht nur über die Jahre Leute sieht, aber auch Zukunftsperspektiven mehr schlecht sind wie je. Ich nicht weiß, ob ich eine Wohnung empfangen, ob ich einen stabilen Arbeitsplatz habe, und wenn ich dann irgendwie eine Situation wird, ob die nicht nach der Überschreibung kann, Wirtschaftspolitik, dann wird es echt Zeit, radikal umzudenken und zu handeln. Gestern Nacht war Konsens nach der Radio zwischen dem parlamentarischen Big Four, dass eine Spekulationssteuer muss kommen. Und aber ist es nicht mehr da. Und das ist auch nicht immer da. Und wahrscheinlich ist es nicht bis zum Ende von dieser Legislaturperiode da. Aber gerade so schleppend geht es beim Bau von abordablen Wohnungen weiter. Der Staat allgemeine Mietgesetz wird überschafft, aber an einer Kosmetik ohne wirklich Steuern zu limitieren. Und die Regierung wiederholt, just was am Logenmarkt muss geschehen, aber wirklich im Terrain als nächstes zu spielen. Gerade am Gegen die Urgenz ist so groß wie nach nie. Man gibt auch Hoffnung. Der Klimastreik für gestern, den obwohl Rentrée recht für 10 Tage war, und trotz Corona in der Folge war, Wohnrechtsdemos an die Arbeitswelt für kleine lokale Projekte und Initiativen, die einander produzieren, wirtschaften und Zusammenhalt demonstrieren, weisen, dass Unzufriedenheit immer mehr groß ist und der Wunsch nach Veränderung von immer mehr Leuten gedroht wird. Was noch fehlt, ist Bewusstsein, das Recht auf ein Gutwerk, den Zugang zu Wohnraum, gesunder Ernährung, Energie, Wasser, Mobilität, Kultur und guter Education, mit dem Klimawandel an der Biodiversität verbunden ist. So haben dieselbe Ursache, nämlich zur Exploitation von der Arbeit und von der Natur durch den Kapitalismus. Und es gibt eine gemeinsame Lösung für das herauszubrechen. Dass die von ihrer Lohnarbeit aufhängig sind und an den unterschiedlichen sozialen und ökologischen Kämpfen engagiert sind für Klimaschutz, für bessere Arbeitskonditionen, gegen Rassismus, für die Rechte von den Lokatieren, für Frauenrechte, für Frieden, zusammen den Druck aufbauen für eine demokratische, ökologische und soziale Planung von Produktion, Verteilung, Mobilität und Urbanismus kann Weichen stellen, für aus der aktuellen Krise herauszukommen. Ein Echtweich kann direkt geholt gehen, und das schon lange überfällig. Der Überschuss von den Pensionsbeiträgen, die von uns allen kommen, aber mit denen den Pensionsfonds seit Jahren schon spekuliert, muss aus allen klimaschädlichen Aktivitäten herauszugeben. Wir proposieren ja schon lange, dass das bezahlbare Wohnraum zu Lützelburg geschafft wird. Und nachdem es die Linke für über 10 Jahre schon auf inkohärente und inakzeptable Investitionen von diesem Pensionsfonds aufmerksam gemacht hat, Demos, Bestrebungen, sind seit Jahren auch ONG und Umweltorganisationen
Doch handelt erfordert, dass das Investitionen klimaneutral muss sein. Dass die aktuelle blaue Majoritéit da noch eine Studie braucht, als just ein Spiel um Zeit. Auf alle Fall kommen sie nur nicht mehr leicht Dividenz an die Verschuldungstaktik muss abhalten. Es muss auch abhalten, die Gehale geben, so zu machen, wie wenn die ganze Green Finance einen positiven Impact auf die ökologische Transition hat. Von der Greenpeace-Strategie, eine Studie, eine Greenpeace-Studie weist ganz klar, dass das nicht mehr wie eine Marketingstrategie von Lützeburg ist, aber vielleicht im nächsten Branding denkt, aber nicht im Klimaschutz. Es braucht dann noch endlich eine Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich für Produktivitätsgewinner und die zu verdienen, die glaube ich leisten. Für klimaneutral Leben, für Wohlbefinden, für Care-Arbeit brauchen wir der immer mehr komprimierter und intensiver Arbeitszeit die längst überfälligen Ausgleich am Dummertag auch die Umsetzung von einem kruzialen Bestandteil von einer ökologischen und sozialen Transformation von unserer Gesellschaft. Es ist nicht Platz für heute, die ganze Programm durchzulegen. Mal ein Beispiel würde ich noch geben, wo die ökologische und soziale Umbau möglich und nötig ist. Und da das an der energetischen Sanierung vom Alltag. Da, wo Blumen kriegen, just primär und Geld verdient, die Finanzkraft tun, für zwar eine gute Idee, lang 40 Strecke, zwar bei der Bank sein Dossier durchzukriegen, für Prä zu machen, und dann noch nach dem nächsten kapitalkulturellen Hund für die ganz technische und administrative Hürde zu packen, und mehr für ein gutes Jahr ein Modell abbricht, den die Gemenge an den Leuten die Service Public de l'Habitat zur Seite stellt, für jede Situation, nicht nur eine gute Begleitung, aber auch die sozial gerechte Finanzierungsmodus anzubieten, für das jeder sich kann leisten, seine Heizkräfte nur zu drücken, und Klima zu schützen. Das ist an der Altbausanierung, wo neben dem Autosverkehr an der Industrie am meisten Abspruchpotenzial von Emissionen besteht. Und das ist auch da, wo trotz höherer Prämien Sachen nicht vom Flecken. Leif Kommerode in der Kommerode. Es liegt an unserer Hand, an all denen, die sich mal als für eine sozial und ökologisch gerechte Umwelt und Welt ansetzen, für das Lützeburg nicht nur eine Reiskehr als aber für die Gesamtkehr am Getriebe vom Kapitalismus und dann noch eine Umkehr von einer größeren ökologischen und sozialen Transformation.